Im Jahr 1989 befragt man die US-Bevölkerung im Rahmen einer Studie, ob der Staat zu wenig Geld für Sozialhilfe ausgibt. Nur 20% der befragten Leute meinen ja. In der gleichen Studie antwortet aber 65% der gleichen Befragten mit Ja auf die Frage, ob der amerikanische Staat zu wenig für die Unterstützung der Armen zahle. Die beiden Begriffe Unterstützung der Armen und Sozialhilfe sind ziemlich verwandt. Oder könnte man meinen, aber sie bilden einen anderen mentalen Rahmen oder Frame und das wiederum kann einen grossen Einfluss auf die Meinungsbildung eines Menschen haben. Ob man es jetzt Unterstützung für Arme oder Sozialhilfe nennt, ist also relevanter, als man denkt. Und um genau das geht es im politischen Framing. Sachverhalte sind so zu erklären und in den Kontext zu setzen, dass die Werte, die Überzeugungen und die Emotionen vom Publikum angesprochen werden. Und nirgends ist das wichtiger zu verstehen als in der Schweiz vor diesen grossen Abstimmungen. Und somit wären wir beim Thema von heute. Dichtestress oder auch das Unwort des Jahres 2014. Ein unbekannter Begriff, bis er vor ein paar Jahren in den Parolen von mehrheitlich bürgerlichen Politikern auftaucht. Der Begriff Dichtestress wird zu einem effektiven Instrument, weil es eine Kausalität zwischen Dichte und Stress herstellt. Wir sind gestresst wegen der Dichte und es ist dicht wegen der Zuwanderung. Klar, oder? Und plötzlich gibt es keine einzige Diskussion um Zuwanderung oder Asylwesen, ohne dass das Wort fällt. Ursprünglich ist Dichtestress ein Begriff aus den 70er Jahren und umschreibt das Verhalten von Tupayas, die durch die Gegenwart von ihren eigenen Artgenossen so viel Angsthormone ausschüttet, dass sie sterben können. Irgendwann nach der Jahrtausendwende wird er plötzlich im Zusammenhang mit Menschen benutzt. Was jeder, der das Wort Dichtestress im direkten Zusammenhang mit Menschen braucht, jedoch graziös verschwiegt, ist, dass Tupayas die grössten Sozialphobiker sind, die sogar ihre Jungen abseits von ihrem eigenen Nest halten müssen und die auch nur alle 2 Tage besuchen können, weil sie sonst auffressen. Was natürlich beim hypersozialen und komplexen Homo sapiens ja fast gleich ist. Oder? Dichtestress sei real, weil die Züge immer vollgestopft sind, weil man als Autofahrer nur noch im Stau hockt und der Wohnraum knapp ist. Jedes Jahr müsse eine Stadt wie St. Gallen neu gebaut werden, um dieser grossen Einwanderung standzuhalten. Der Jean-Jacques Heck geht im Jahr 2011 sogar so weit und sagt in einem Leserbrief im Tagi: Hauptproblem ist die dauernd wachsende Bevölkerung. Der Dichtestress führt nämlich zu psychischen Störungen, zu mehr nackter Gewalt, Kriminalität, aber auch zu Neurosen wie Depressionen, Burnout, ADHS, Impotenz, Essstörungen, Invalidität aus psychischen Gründen, Sucht sowie materieller wie auch immaterieller Art. Wow. Okay. Der Mann hat gerade im Alleingang die Ursache für die meisten heutigen Probleme und fast alle modernen psychischen Krankheiten gefunden. Gebt dem einen Nobelpreis! Also ich finde, er hat ihn redlich verdient. Aber was weiß ich schon. Der Herr Heck sorgt sich unter anderem auch, dass der Schweizer als solches ausstirbt, dass in der Schweiz zu viel Englisch geredet wird und ja, wenn es nach ihm gächte, bräuchte es den Antirassismus-Paragraph auch nicht. Also ein richtig lieber Zeitgenoss, unser Jean-Jacques. Und genau für so Menschenfreunde ist ein Begriff wie Dichtestress wie der Stern von Bethlehem an ihrem populistischen Himmel. Tatsache ist, in der Schweiz von Dichtestress zu reden, ist absurd. In Greater London leben ungefähr gleich viele Menschen wie in der Schweiz auf einer Fläche vom Kanton Zürich. In Paris leben rund 4-mal so viele Menschen pro Quadratmeter wie in Zürich. In den 60er Jahren hat Zürich selber noch mehr Einwohner und weniger Wohnraum gehabt als jetzt. Keiner, weder der Londoner oder der Pariser jetzt noch der Zürcher vor knapp 60 Jahren, hat sich gross über Dichtestress beschwert. Im Englischen gibt es den Begriff Density Stress in diesem Zusammenhang gar nicht. Ihr seht, es ist wichtig, hin und wieder einen Blick hinter die politischen Kampfwörter zu werfen und zu schauen, von wo der Begriff kommt und in welchem Frame er benutzt wird. Aber trotz schwammiger Schlagwörter haben wir doch ein reales Problem in der Schweiz. Wir haben zu wenig bezahlbare Wohnungen. Der Grund ist sicher nicht Überbevölkerung wie von der Rechten propagiert, aber wenn nicht das, was denn? 90% von allen Schweizer wohnen zwischen Parterre und drittem Stock. Sogar in Zürich, der grössten Stadt in der Schweiz, sind es noch 86%. Parterre und dritter Stock. Ja, was spricht jetzt denn dagegen, einfach 4., 5., 6. Stock drauf zu bauen? Und somit wären wir auch schon beim nächsten politischen Knüppelwort. Gentrifizierung. Was Gentrifizierung genau ist, erklärt nicht ich, sondern der Thomas Hämmerli in seinem neuen Dokumentaressay «Die Gentrifizierung bin ich, Beichte eines Finsterlings», wo seit heute am 22. Februar in den deutsch-schweizer Kinos läuft. Er erklärt ohne grosse Moralkühle, wie es mit der Gentrifizierung in anderen Grossstädten aussieht und zeigt auf, dass rechts sowie links ihren Teil an die suboptimale Wohnungssituation in der Schweiz beitragen. Ich verlose zusätzlich je 2 Tickets zu dem Film auf YouTube. Mach mit, indem du unseren Kanal abonnierst und den Hashtag DGBI unten in
in den Kommentaren postest. So, jetzt lade ich euch aber mit einem Zitat aus dem Buch von Thomas Hämmerli «Der Zug ist voll», aus dem ich übrigens auch die meisten Informationen für das Essay genommen habe. Worte machen Meinungen. Deshalb muss man um sie streiten und ihren unbedachten Gebrauch geiseln. Die Schweiz im Dichtestress. Was steckt denn dahinter? Aus purer Dummheit. Totale Sozialphobiker ist totaler Quatsch. Danke Ihnen für dieses Gespräch.